Heute werden es mehr sein, die erleben, was der Gerhard Schönberger für tolle Sachen drauf hat. Gerhard, du bist dran. Das sagen wir mal an Wilhelm, ne? Okay. Okay. Ich habe auch ein bisschen was aus der Apotheke mitgebracht, falls es einer nicht so verträgt heute Abend. Es sind nicht genug Stühle hier. Das können wir ändern, ich bringe ein. Ich mache Lodi, komm, ich mache das. Oder machst du Lodi? Ich bin Lodi, ne? Ja, kein Lodi. Danke. Kleine Vorbereitung. Ja, heute ist es nicht so kalt, sondern im Gegenteil. Ja, ich muss mich zunächst mal entschuldigen, dass ich hinter dem Notenpult verschwinde. Ich zeige mich ab und zu mal rechts und links. Ich habe so komplizierte Musik und so komplizierte Texte, brauche ich das immer. Jedes Mal erinnert mich jemand dran aus dem Publikum, dass das blöd ist, aber ich kann es nicht ändern. Ich zeige mich gerade noch mal. Ja. Ah. Danke! Ja, das ist lieb, ja, ja. Vollschlusslorbeeren. Ich komme ja so ein bisschen, also mein Thema, hatte ich das irgendwie gesagt? Nö. Nein, das Thema ist mehr oder weniger, also ich beginne quasi, naja, wie sage ich das jetzt? Also Thema ist Straßenmusik. Das ist ja was Schönes. Also wenn Leute, ich gehöre ja zur Zunft der fahrenden Musikanten, ja, früher ist man gelaufen, heutzutage fährt man. Also ich bin immer unterwegs und spiele mal hier, dann spiele ich mal dort, mal spiele ich auch gar nicht, dann mache ich eine Pause. Und, ja, und dann habe ich gedacht, ja, es wäre doch mal an der Zeit, wäre doch mal schön, ein Lied zu schreiben über die Leute, die auf der Straße Musik machen. Denn das sind ja eigentlich größtenteils ganz faszinierende Leute. Und ich habe mir eingebildet, ich bin, ja, wie gesagt, ich wäre so einer, der also auch viele Instrumente spielt. Und naja, ich habe jetzt meine Gitarre mitgebracht und ist auch schon ein bisschen ramponiert. Sieht von weitem so aus wie Tesafilm hier vielleicht. Es ist auch Tesafilm. Und ja, naja, es ist, ich bin ja auch ein bisschen ramponiert schon mit den Jahren. Oh, muss ich hoch. Ja, das erste Lied, also ich fange mal an. Jetzt kann ich. Ja, es tut mir leid, dass ich nicht so exquisit spiele wie der Michael gerade, ne? So ganz elaboriert und so, das ist toll. Ich habe gedacht, naja, man kommt vielleicht noch mit 3, 4 Griffen durch die Welt. Ich meine, Bob Dylan und Johnny Cash sind auch mit 4 Griffen Millionär geworden, also das steht bei mir allerdings noch aus. Achso, Moment. Bestimmt habe ich schon im Februar. Man wollte es ja auch nicht übertreiben, ne? Mit der Genauigkeit. Ich muss gerade mal, die Finger sind ein bisschen.
das war noch, das war nichts, das war noch nicht. Das war erstmal eingeschrieben. Ein Lied geschrieben, das heißt One-Man-Band. Also so eine Ein-Mann-Band. Sind da Leute mit gemeint, die so, naja, wie soll ich sagen, die viele Instrumente gleichzeitig spielen. Ja, also mit dem Fuß spielen sie dann die Trommel und dann haben sie hinten noch was und ein Rassel und im Kopf irgendwas. Ich weiß nicht, also das sieht man ja heutzutage immer weniger. Aber so einer bin ich nicht. Also das ist ja zu viel Action da. Das kann ich nicht koordinieren. Ja, also es sind Leute, die immer unterwegs sind und der Witz, ich darf das ja sagen, der Witz ist ja, dass es bei den Leuten, bei uns sozusagen, darauf ankommt, immer unterwegs zu sein. Wir haben kein Ziel. Der Weg ist das Ziel, die Straße ist das Ziel und das Publikum, was uns zuhört, mal am Abend oder am Nachmittag, das ist das Ziel. Wir haben kein Ziel. Aber am Ende des Lebens, so, ich meine, ich will nicht hoffen, dass ich da schon stehe, aber ich meine, am Ende des Lebens merkt man plötzlich, es kommt nicht aufs Unterwegssein an, es kommt darauf an, heimzukommen. Und was dieses Zuhause ist, das wird auch in diesem Lied besungen, das ich geschrieben habe auf Englisch und es geht los. I'm going where the wild wind blow. I'm a one-man traveling show. I walk and ride throughout the land. The people, they call me one-man band. Hey, hey, I'm roaming around the city. I'm nowhere bound. Hey, hey, listen to me. Hey, 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 I'm free. Well, since I was a baby boy, I couldn't have a single toy. I clapped my hands and stomped my feet and whistled to my one-man beat. When I grew up to be a lad, my little hometown drove me mad. I hopped my guitar on my back and put my blues heart in my sack. I said, hey, I'm roaming around. I said, hey, I'm nowhere bound. Hey, hey, listen to me. Hey, 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 I'm free. Well, I traveled straight and around the bends. Some bums and hobos been my friends. I lived on music from the start and sang my songs from heart to heart. Said, hey, I've been roaming around. I said, hey, I'm nowhere bound. Hey, hey, listen to me. Hey, 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 I'm free. Well, I'm riding low and I'm riding high, so that's my life until I die. May friends and lovers cross my way. I'll meet my load on Judgment Day. Hey, I said, hey, I'm homeward bound. Hey, hey, listen to me. Hey, 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 I'm free. Hey, hey, rolling around. I said, hey, I'm homeward bound. Hey, hey, listen to me, then I shall be free. One more time. Hey, hey, roaming around, said, hey, I'm homeward bound. Hey, hey, listen to me, then I shall be free.
Woody Allen hat ja, Woody Allen hat mal von einer Freundin erzählt, die er hatte. Da sagte er, die war Pflastermalerin. Und eines Tages ist sie für einen Sommer nach Venedig gegangen und ertrunken. Also das geschieht, das passiert mit den fahrenden Leuten, kann das passieren. Ne? Ja, und jetzt denke ich mal, werden wir noch ein bisschen philosophischer. Ich habe ja mein Dings da mitgebracht, da kann ich ja mal mich entlasten. Moment. Philosophisch, das heißt, wir müssen ja auch mal über den Tellerrand gucken. Wir haben ja gerade in dem ersten Lied gehört, One-Man-Band, dass einer zum Schluss seiner Reise merkt, dass er ja auf dem Weg nach Hause ist. Und was jetzt ein bisschen weit hergeholt ist, mein Lieblingsmärchen ist Hans im Glück. Weil, gut, es verliert einer eben alles dann, ne? Das ist ja nicht so schön, aber er ist auf dem Weg nach Hause und er schafft es gerade bis nach Hause, mit leeren Händen zwar, aber er ist zu Hause. Ich finde das sehr philosophisch. Also. Und dann habe ich mir so mal Gedanken gemacht über die Ewigkeit. Also lange will ich jetzt nicht hier oben bleiben, aber ich es sei denn, nee, aber ich habe mir, Woody Allen hat sich ja auch Gedanken gemacht über Unsterblichkeit, Ewigkeit. Also er hat zum Beispiel mal gesagt, Sie kennen ja Woody Allen, ne? Woody Allen. Ich will die Unsterblichkeit nicht durch mein Werk erringen, hat er gesagt. Ich will sie dadurch erringen, dass ich nicht sterbe. Ja, ich meine, ich bin ja kein Jude, aber ich meine, ich habe es mit dem jüdischen Humor. Also das ist köstlich. Ich finde es wunderbar. Also da habe ich auch ganze Abende, die ich bestreiten könnte, aber dann, aber bei so einem Abend ist das heute nicht. Weil bei solchen Abenden ist dann immer auch gleich der Notarzt informiert. Und sind Krankenhausbetten zur Verfügung gestellt. Nicht viele, aber mal so auch zur Beatmung. Also, aber ja, wir wollen ja philosophisch werden. Ich habe das gar nicht der Reihenfolge nach nummeriert. Da komme ich jetzt, bin ich in meinem Alter überfordert. Also jetzt, ach, ich habe das falsch jetzt vorgelesen, sogar. Das wäre aber jetzt das kein Witz, aber gut. Ich habe noch zwei Humors, die hebe ich aber jetzt mal auf. Jetzt kommt erst das nächste Lied. Also ich habe ja so überhaupt keinen Namen. Ein schönes Lied geht so ein bisschen in das Religiöse. Das heißt, I'll follow thee. Ich folge dir nach. Und man hat ja, wenn man so Christ ist zum Beispiel, hat man ja so eine Idee, wem man nachfolgen möchte, was ja nicht klappt. Weil das ja viel zu schwierig ist, aber man kann es versuchen. Und so habe ich einen kleinen Gospel geschrieben. Ja, das ist das zweite von 4 Liedern, also Sie können sich schon mal einrichten, ne? Wie muss das jetzt hier wird. Der Rest geht dann auch flotter, ganz flott. Der Rest geht mit links. Aber jetzt erstmal, das ist ein ernstes Lied, bitte, ja? Ich muss mal,
sehen, dass ich da mit dem Ton drauf komme, weil ich habe mit den Stimmbändern ein bisschen in letzter Zeit, das ist kein Witz, aber das hindert mich. Ich will ja im Falsett dann auch singen. Das ist der ernste Sache, bitte, ja. Ich muss also, drücken Sie mir mal ganz still die Daumen. Das ist klar. I've been born to follow thee, I've been born to follow thee, I've been born to follow thee, I've been born to follow thee. Oh my Lord, I follow thee, oh my Lord, I follow thee, oh my Lord, I follow thee, oh my Lord, I follow thee. To me, Lord, I follow thee, to me, Lord, I follow thee, to me, Lord, I follow thee, to me, Lord, I follow thee. Oh my Lord, I follow thee, oh my Lord, I follow thee, oh my Lord, I follow thee, oh my Lord, I follow thee. Me no dwell the vicinity, me no dwell the vicinity, me no dwell the vicinity, me no dwell the vicinity. Oh my Lord, I follow thee, oh my Lord, I follow thee, oh my Lord, I follow thee, oh my Lord, I follow thee. Won't get far without thee, won't get far without thee, won't get far without thee, won't get far without thee. Oh my Lord, I follow thee, oh my Lord, I follow thee, oh my Lord, I follow thee, oh my Lord, I follow thee. Oh my Lord, I follow thee, oh my Lord, I follow thee, oh my Lord, I follow thee, oh my Lord, I follow thee. Für eine Strophe reicht's doch. Oh my Lord, I follow thee, oh my Lord, I follow thee, oh my Lord, I follow thee, oh my Lord, I follow thee. Die wichtigste philosophische Frage ist doch wohl, gibt es einen Himmel? Und die zweitwichtigste, wie hoch sind dort die Parkgebühren? Ja, ich merke schon, Sie parken alle, wo Sie wollen, ist klar, aber es gibt ja manchmal in den größeren Städten da schon so Uhren und so, da muss man ein Parkhaus. Gut, also, wo ist der Bleistift? Das kommt nicht so gut, das streiche ich mal nächstes Mal. Naja, muss doch mal irgendwie. So, also jetzt wollen wir mal ernst bleiben oder werden. Mir sind irgendwann mal die Leute aufgefallen, die mit so 2 Stöcken laufen. Ne, die haben die Skier zu Hause gelassen und nehmen dann nur die Stöcke. Das ist so Walking, sagt man, Nordisch. Ne? Nordic Walking. Also das darf man in der südlichen Welthalbkugel gar nicht machen, das nur im Norden darf man. Also diese Stöcke, da habe ich gedacht, Menschenskinder, das sieht ja ulkig aus. Und da war ich wieder mal im Kloster zu Besuch, weil ich da in den letzten über 20 Jahren also oft bin, mache auch Verwandtenbesuche da. Und die Nonnen, die liefen da mit diesen Stöcken rum. Das sah vielleicht aus. Da habe ich gedacht, Mensch, die sind aber auf der Höhe der Zeit, bloß ich nicht. Dann habe ich mir gleich auch so 2 Stöcke gekauft und meinem Onkel auch noch, dem Pater Patrick. Und da sind wir dann zu zweit
mit den Stöcken zwischen den Nonnen rumgelaufen. Das war vielleicht, da war damals keine Kamera da, leider, oder Gott sei Dank. Also das war ein Bild für die Götter. Okay. Also, und da habe ich gedacht, Walking Stick, das ist doch irgendwie was. Also viele Leute, sieht man ja auch, eins zu werden, die müssen die brauchen eine Gehhilfe, so einen Stock oder eine Krücke und laufen so auf 3 Beinen. Jetzt, an der Stelle wollte ich einen Scherz erzählen, jetzt habe ich die Pointe schon vorweggenommen. Nichts mehr anders machen. Also jedenfalls, und ich bin der Meinung, dass auch wir, die wir gesund sind, also die wir mit 2 Beinen laufen können, dass wir eigentlich auch nur mit 3 Beinen richtig laufen können. Wir brauchen einen Stock. Nennen Sie es, wie Sie wollen, nennen Sie es Pilgerstab oder irgendwie einen Stock, ein Stab, ein Wanderstecken, der uns begleitet. Aber nicht einen, den wir hinter uns herziehen oder der neben uns läuft, sondern einen, der einen halben Schritt vor uns geht. Einen Stock brauchen wir alle, der uns den Weg zeigt, der uns die Richtung zeigt, dem wir folgen. Es muss natürlich der richtige Stock sein und hat mich inspiriert. Ich habe viele Lieder auch in deutscher Sprache geschrieben, das ist wieder mal Englisch. Zum Schluss kommt dann ein Deutsches. Und das heißt After the Walking Stick. Das ist auch ein Gospel-Gebet, dass ich einfach gut bete. Du bist mein Wanderstab, dem ich folge, den ich in der Hand habe, dem ich folge, als hätte der magische Kräfte und läuft von selber und ich halte mich fest und laufe ihm hinterher. Vielleicht schmeckt es dem einen oder anderen, dieses Bild, aber ein ganz einfaches, schlichtes. Ich fand es ganz hübsch, auch von der Melodie her, es hat nicht so viele Griffe. Hat eigentlich nur 2, glaube ich. Aber das ist schon schwierig zu halten. Achso, das fängt ja ohne an. You are my walking stick and I will go after the walking stick where I don't know. You are my walking stick, that's what I know. After the walking stick is where I go. You are my candlelight in the middle of the night. You made my heart so bright by the very first sight. You are my candlelight in the middle of the night. You made my heart so bright by the very first sight. You are my walking stick and I will go after the walking stick where I don't know. You are my walking stick, that's what I know. After the walking stick is where I go. You are my God and guide. Wherever I go and ride, you are my broad daylight. I feel alright. You are my God and guide. Wherever I go and ride, you are my broad daylight. I feel alright. You are my walking stick and I will go after the walking stick where I don't know. You are my walking stick, that's what I know. You after the walking stick is where I go. Sometimes I follow you, sometimes I try to make your love come true until I die. Sometimes I follow you, sometimes I try to make your love come true until I die. You are my walking stick and I will go after the walking stick but I don't know. You are my walking stick, that's what I know. After the walking stick is where I go. There's
nothing I would know. I ramble around, I don't know where I go, but I'm homeward bound. There's nothing I would know. I ramble around, I don't know where I go, but I'm homeward bound. You are my walking stick, and I will go after the walking stick, where I don't know. You are my walking stick, that's what I know. After the walking stick is where I go. Aber na Gott, Sophie, ich muss noch mal machen. You are my walking stick, and I will go after the walking stick, where I don't know. You are my walking stick, that's what I know. After the walking stick is where I go. Yeah! Ihr wisst ja, Applaus ist das Brot des Künstlers. Ja, die Regie, guck mal hier. Ja, das schaffe ich, das schaffe ich. Applaus ist das Brot des Künstlers und ihr seht ja, ich habe schon endlich einen Applaus eingestellt. Und es kommt nicht nur vom Brot und vom Applaus, aber ich darf nicht verraten. Nur mein Arzt weiß, von was das alles kommt. Gut. Ja, was haben wir hier? Philosophische Gedanken. Ja, ein letzter philosophischer Gedanke noch von Woody Allen. Wir haben heute so viel Zeit. Der da sagte, ich glaube zwar nicht an ein Leben nach dem Tod, aber ich nehme vorsichtshalber welche zum Wechseln mit. Das war vorhin auch schon mal der Fall, das habe ich genau gehört, wo bei einem Kollegen von mir ganz leise Zugabe geflüstert wurde. Ich habe es auch jetzt gehört, was mich betrifft.